À la lueur de la lune, tous les soirs on s'allume. Canette en alu, dans des endroits insalubres. On s'entendra jamais si tu trouves ça lugubre. C'est grâce à tout ça que cette nuit je fulgure. Et tu peux lire la l'amertume sur nos figures. Ma génération maudite se malmène, on fera le bilan après. Et j'y contribue, mais impossible qu'on titube. Tout ça nous constitue. Ils nous ont tous rappelé de rester nous-mêmes. Mais on ne sait même pas où tout ça nous mène. La mort attendra puisque la vie n'attend pas. Le bonheur est à 100 pas. J'ai dû l'apprendre à mes dépens. Le temps passe vite. Les souvenirs du passé ne sont plus qu'une nappe vaporeuse de laquelle le temps a effacé les gouttes de pluie. J'en retrouve certains parfums dans des morceaux que j'écoute depuis. Si j'arrive à monter, je redescendrai pas. Je vais pas brûler mon temps dans un cendrier noir. Si tu savais comme j'ai peur de trépasser, je ne saurais où marcher sans tes pas. Si j'arrive à monter, je redescendrai pas. Je vais pas brûler mon temps dans un cendrier noir. Si tu savais comme j'ai peur de trépasser, je ne saurais où marcher sans tes pas. I need somebody, I'm caught in a fire. The break of dawn, just wanna stay. Een kleine story. Wat een kleine story. À l'allure de la lune, j'ai fait pleurer des larmes de ma plume. Ces rayons m'ensorcellent, impossible que je m'en sorte seul. Reflet dans mes prunelles de la perdition de la race humaine. Plus rien peut me rassurer, merde, il faudra assumer. J'ai dû instaurer le calme pour restaurer mon âme et mes démons refont surface. Je devrais partir loin des villes, loin du parfum des filles, quitter le surplace, la vie un imparfait défi. Si j'arrive à monter, je redescendrai pas. Je vais pas brûler mon... Ich kann einfach eine Story machen. Ich mache schon 10-mal eine Story, ich kann es aber nicht aufgenommen. Jetzt gehört das. Was gibt es Besseres als am Mittwochabend, wenn ihr einschaltet im Livestream? Wenn ihr Livestream. Am besten Stream, schaltet jetzt auf YouTube. Je ne saurais où marcher sans tes pas. I need somebody, I'm caught in a fire. The break of dawn, just wanna stay high. Shot after shot, I don't realize. Hey Mann, das tut am Anfang nicht aufnehmen, das ist schon ein Scheissdreck. Was gibt es Besseres als am Mittwochabend wie Livestream einschalten, als chilliges Stündchen live? Du wirst es nicht bereuen, sagst du. Hallo zusammen, alle die im Chat schon sind. Merci vielmals, seid ihr schon am Start. Du wirst es nicht bereuen, sagst du. So, wie hat man es? Ja, es gut. Bei mir läuft, bei mir ist alles gut. Und bei dir und bei euch, wie geht's euch? Alle fit und zweck am heutigen Mittwoch. Wie geht's euch allen? Grüezi, WW, der Böschmittel Sali. Hey, hallo zusammen, alle, die hier am Stissel sind. So, Luana auch immer aktiv am Start. Nice. So, ich muss da noch schnell die eine oder andere Sache ein bisschen einstellen, aber eigentlich sollte ich alles schon eingestellt haben. Heute mache ich mal ein bisschen entspannter Stream, habe ich das Gefühl. Heute mache ich ein bisschen ruhiger, ein bisschen relaxter am Start und nicht ausrasten heute. Ich raste nie aus, aber heute bin ich ein bisschen müde. Heute, ich gönne mir. Ich bin mir schon sicher, nein, wenn ich fertig bin mit dem Stream, ich gehe her und mache den da hier. Und gehe mir noch ein Bad einfüllen und mache den hier im Bad. Und chillen. Einfach auf entspannt, ganz auf entspannt. Weisst du noch, wie unser Handschlag geht? Wäre der? Der oder wie?
sind Arschlöcher. So, ja, aber ja. Kann nur bis am 8. Ja, easy. Machen wahrscheinlich nur bis am 8. Mehr länger wahrscheinlich nicht. Kannst du mal ASMR-Stream machen? ASMR-Stream, wo schon mir verarschen oder was? So. ASMR-Stream. ASMR. Warte mal, ich kenne etwas, wo auch noch ASMR. Das kennen wahrscheinlich die wenigsten. Das kennen sowas von die wenigsten. Also hier, ich muss erst schnell zeigen. Hier. Zack. Das da hier. Das ist. Ja, heute hatte ich einen ganz speziellen Gast bei mir. Auf ihn habe ich mich besonders gefreut. Ich muss ihn euch, glaube ich, nicht mehr gross vorstellen. Es war der Lionel, aka Ask Switzerland. Der Lionel ist. Kopfmassage von mir. Kopfmassage. Eine Kopfmassage bekommt der Ask Switzerland. Ganz ehrlich, ich bekomme da Gänsehaut-Feeling, aber auf die negative Art und Weise. Da muss ich raus. Ich hätte das noch ein bisschen hören. Hört nur noch ein bisschen. Hört nur noch ein bisschen hier zu. So ein Scheissdreck. Nee. Ich verstehe dir so ein bisschen NASA 144, aber ich bin da nicht bei dir. Ich bin da leider nicht bei dir, ich bin nicht so Fan von ASMR, um das noch gelinde auszudrücken. Ja, ich bin nicht Fan. Was? Und da im Chat, da knüpfen sich Freundschaften. Ah ja, Ritau, du auch. Ah, nice. Gut, ich hoffentlich treffen die euch zweimal und gehen zusammen shooten. So, was ist das gerade? So, also, was kann ich jetzt noch sagen oder irgendwie? Das Video ist auf jeden Fall verstörend. Und holy shit, was ist das für ein Video? 117.000 Klicks. 117.000, holy shit. 117.000 Klicks für das da. Hier. Nein, da muss ich los. Da bin ich. Nee, also ganz ehrlich, was ist das? Ey! Leo, moin! Auch noch ein deutscher Ehrenmann hier im Chat, der Laomo. Früher mal, ja, aber was haben wir uns kennengelernt? Noch von Minecraft und so. Auf jeden Fall, Ehrenmann und super sympathisch. Grüße gehen raus an dich. FC, SG und rund aus dem Thurgau. Ja, sag nichts, hey, holy shit, was ist denn da los? Kleinski Family, Sally, danke, seid ihr alle mit im Stream? So, also, jetzt fertig mit dem Video, das geht einfach mal gar nicht. Also, schaut mal hier auf den Live-Chat, auf den Livestream, log dich bei Livestream ein, hier mit Stream-Setup. So, was habe ich da noch machen? Noch ein bisschen Hintergrundmusik, einfach auf ganz entspannt, oder? Was kann man hier da? Zack, so. I can held up in it. Ah! $2 holt ihr einfach auf den Tisch, der wenn kommt der Minecraft-Stream? Das ist ein guter Punkt, das ist eine gute Frage. Merci vielmals noch für die 2 Franken. Kuss geht raus. Ist nicht selbstverständlich, merci vielmals. Und was ich noch sagen, der Livestream, den ich mache, der Spenden-Livestream, den wir machen, der findet am 5. Oktober statt. Ja, Richi! Niki! Ich habe gesagt, du sollst dich gut haben. Hey, Spaß. Merci vielmals für
dass du abonniert hast. Danke vielmals. Danke vielmals, die Mitgliedschaft ist sehr nett. Merci vielmals. Ja, was ich will sagen, am 5. Oktober. Am 5. Oktober gibt es einen kleinen Livestream, einen kleinen 12-Stunden-Livestream, wo wir gamen. Wo wir gamen, Minecraft gamen, mit der Schweizer YouTube-Szene, tun wir ein bisschen Minecraft gamen von einem guten Zweck. Und zwar von einem guten Zweck für diesen guten Zweck hier. Für diesen guten Zweck hier tun wir Livestreamen für Kinder mit seltenen Krankheiten. Das gibt eine kleine Spendenaktion machen. Und da habe ich wirklich schon lange mal Lust drauf gehabt, wo mal Spendenstreams machen, weil die ganzen Spenden, die hier kommen, ist nicht selbstverständlich, dass wir überhaupt Leute Geld geben und so. Jetzt will ich mal. Und das sagen ist, da ist er! In Deutschland, da hat man noch das Geld, da fließt das Geld wie am Schnürchen. Nee, kaufst du dir neues iPhone diese? Ja? Nee, kaufe ich mir nicht. Kaufe mir nicht neue iPhone? Nein, kaufe nicht. Kein Interesse. Vielleicht Preis ein bisschen runter, dann kaufe. Nee. Dieses Jahr kaufe ich mir es nicht. Hab nicht so Bock drauf. Dieses Jahr hat irgendwie gar keine Neuerung. Ich habe das iPhone 10. Irgendwie bringt's irgendwie nicht, habe ich so das Gefühl. Darum, nee. Und ist auch einfach, wenn ich mir jedes zweite Jahr ein iPhone für 1000 gönnen will, dann bin ich broke. Auch wenn du mir gespendet hast. Kuss geht raus. Danke vielmals. So, aber mein Spenden-Livestream, der wird sein am 5. Oktober, ich habe noch das in den Kalender geschrieben, am 5. Oktober, das ist ein Samstag, vom 10 Uhr am Morgen bis am 10 Uhr am Abend und in Livestreamen. Und da tun wir Minecraft Gaming mit der ganzen Schweizer YouTube. Mit dabei ist zum Beispiel der Mark Galaxy, mit dabei ist der Adi Totoro, der Elia kommt wahrscheinlich auch noch, der Can ist auch dabei, der Survlog ist ganz sicher auch dabei. Und noch viele andere Leute. Wie ich es machen mit Zuschauern, ob Zuschauer auch dabei sind, ich bin mir ehrlich gesagt noch gar nicht so ganz sicher. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber sobald ich es weiß, sage ich es euch sofort. Eigentlich möchte ich schon, dass alle Zuschauer mitmachen. Dass alle Zuschauer bei dem Projekt, bei dem kleinen Minecraft-Projekt dabei sind. Weil ich halt wirklich Lust mit allen zusammen zu spielen, aber ich habe Angst. Und zwar, dass die Leute, die reinkommen, eventuell Scheiße machen oder griefen, ihnen das Zeug kaputt machen im Livestream, im Minecraft-Projekt, da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf. Dann rege ich mir nur auf und dann habe ich keinen Bock drauf. Also ich bin mir noch nicht sicher, aber normalerweise sind eigentlich eher eine Community, also habe ich eigentlich keine Angst, aber ja, that's it, das ist eigentlich so die Kurzzusammenfassung zum 5. Oktober Livestream, Minecraft Livestream. Ey! Niki, du Sauchheim, ja moin, endlich nur Mitgliedschaft verlängert, weil ich vorher kein Money hatte. Und jetzt hast du Money, von wo hast du das Money jetzt? 10 Stutz holst du auf den Tisch, einfach so. Sag mal, geht's eigentlich noch? Bist du noch ganz dicht oder was? Nein, Spaß, danke vielmals für... danke vielmals. Hintergrund ein bisschen Lo-Fi Hip-Hop. So muss das sein. So, aber auf jeden Fall danke vielmals. Ey Niki, du bist geisteskrank. Und nochmal, Nati-Style, hallo. Nati, ça va, geht's gut? Wie läuft's in der französischen Schweiz? Hätte ich auch schon so Austauschwochen, 2 Wochen gemacht? Hätte ich das auch schon müssen machen? Ja. Ist da meine Kamera eigentlich gut eingestellt, richtig eingestellt? Ja. Was ich noch sagen ist, also, am Freitag mache ich ein Video mit der Nati, hörst wahrscheinlich, ich weiß noch gar nicht wie, wo, was, warum, weshalb, wieso. Keine Ahnung, irgendwie mal am Freitag oder so, fährt sie wahrscheinlich von Montreux Richtung, wo sie wohnt. Und da macht sie ich kann nicht reden, einen Zwischenstopp in Freiburg, da machen wir ein kurzes Video zusammen, ja? Und Can, wie geht's dir? Hey, moin. Wie gewünscht Fanpage für dich, Alexander Skyline. Ich bin geschmeichelt. Schon ziemlich. Ey, wieso geht ihr der Chat hier nicht? Wollt ihr mir ficken oder was? Was ist da los?
Hey Mann, wieso geht der Chat nicht? Kann ich das jemand sagen? Ah doch, es geht ja. Nein, eben das Fan-Treffen-Video habe ich noch nicht gesehen. Darauf wollte ich noch reagieren. Ist eigentlich voll Neues. Sind alle mega nett. Ja, in der Welschen Schweiz sind die auch mega nett. Ja. Fan-Treffen-Video habe ich eben noch nicht gesehen. Das wollte ich mir noch einziehen. Genau, ja. Hey, der Inaktiv, der sich... Moin, so. Das war der Dude. So ein Arsch, Alter. Also, falls jemand eine Videoidee hat, kann er sie gerne schreiben. Na, die hast auch keine Videoidee. Hast du auch keine Videoidee? Nämlich... Ich bin nämlich schon ein bisschen lost, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen lost. Aber... Ich finde sicher eine Videoidee. Eine blöde Challenge kann man machen. So. Also. Macht montags mal. Ne, wahrscheinlich nicht. Das ist zu aufwendig. Da bin ich zu faul dafür. Montags mal. So. Micro vs. Go. Ja, das Micro vs. Go muss ich halt wahrscheinlich mit dem Mark Galaxy machen. So, jetzt hier haben wir ihn. Der Can Maria Finger, das ist nicht der Can, aber hier 10.000 Abo treffen, Aftermovie. Auf das Video habe ich schon lange gewartet, ich gebe schon direkt ein Like. Also wenn ihr noch kein Like auf dem Video da gelassen habt, dann weiß ich auch nicht, dann hätte er etwas also gehörig falsch gemacht. Ja, aber hier mein Mikrofon, hier ist meine Kamera, ich weiß nicht, was ich machen will. Ich bin manchmal im Zwiespalt. Ja, also. Auf jeden Fall hat der Can ein Video abgeladen, 10.000 Abo treffen. Übrigens, mein Video habe ich heute fertiggestellt. Und das kommt morgen online. Endlich kommt mein Vlog auf dem Zweitkanal online. Es ist ein bisschen lang gegangen. Ich weiß. Aber immerhin kommt er noch. Immerhin kommt gleich noch etwas. Es ist noch relativ witzig, ein bisschen anders als die anderen Vlogs, die jetzt online gekommen sind. Ich habe das Gefühl, vom Can kommt ein bisschen Cinematic-mäßig. Ich bin jetzt mal gespannt, was im Can sein 10.000 Abo treffen Aftermovie alles so zu bieten hat. Wahrscheinlich viel. Ich bin gespannt, ich freue mich schon aufs Video. Let's fucking do this! Und ja, nochmal kurz zum Abo-Treffen von mir. 2-3 Wörter, ich habe schon mal etwas darüber gesehen, aber nochmal 2-3 Wörter von mir. Es ist der Wahnsinn gewesen. Es ist wahnsinnig gewesen, wie viele Leute, die am Start waren. Und nochmal danke an alle Leute, die am Start waren. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass ihr für uns daher kommt. Sehr, sehr nice. Niki, das Video kommt Mo. Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück da auf meinem YouTube-Channel. Ich bin wieder mal da mit einem neuen Video. Dann Maria Finger, erstmal der Instagram-Plug ist da. Let's go. Heute geht es ums Zuschauertreffen. Ich bin da. Ah ja, eben, das ist deine Frage. Danke vielmals für die 2 Stutz. Danke vielmals, 2 Stutz. Sehr nice. Merci vielmals, Alter. In der Stadt darum hört man vielleicht Autos und Menschen, die rumlaufen und vielleicht muss ich auch ab und zu unterbrechen. Ich kann auch den schönen Sonnenuntergang catchen, der da gerade stattfindet. Das sieht schon schön aus. Das sieht schon schön aus. Und der Can. Ja, Reiche! Ey, alter Pfleger! Musst du gut haben, sonst kriegst du runter. Nein, danke vielmals für deine Mitgliedschaft. Hey. Und der Olli Schneili ist hier am Start mit dem 2er. Mit dem 2 lieber. Mit 2 Stutz ist er am Start. Merci vielmals für dich. Du nicht ganz kurz noch die Brille anlegen. Danke vielmals für die 2 Stutz. Ist nicht selbstverständlich. Merci vielmals. Bald gehen wir zusammen essen und da freue ich mich schon drauf. So, also jetzt Zuschauer treffen. Einfach nochmal Danke sagen. Ich kann wahrscheinlich für alle reden von uns YouTuber, wenn ich mich bedanke bei allen, die sind als Zuschauertreffen gekommen. Ja, danke vielmals. Die sind 4 Stunden gefahren oder eine halbe Stunde gefahren oder auch nur 10 Minuten. Auf jeden Fall danke an alle, die sind gekommen. Es war mega nice, mal wieder euch zu sehen und ein bisschen hinter die Zahlen zu schauen, wer ist denn da wirklich hinten dran und mit euch zu reden und kennenlernen ein bisschen und austauschen über Sachen. Es war auf jeden Fall mega nice und ich hoffe, es gibt auf jeden Fall wieder ein Fan-Treffen. Ich habe gehört, bei 1000 Likes gibt es eins.
Wie? Bei 1000 Likes gibt es noch ein Fan-Treffen? Ja, moin. Da kommt eine Spende ein. Niki, es gibt im Fall auch eine Chat-Funktion. Es gibt eine Chat-Funktion und dort kannst du einfach deine Frage drin schreiben. Hey, jetzt mal nur so Bock, zusammen ein Video zu machen. Machst du Videos, Niki? Du hast noch nicht mal Videos gemacht so richtig. Dude, willst du mich verarschen oder was? Nein, Spaß. Oder absolut nicht. Like das Video, wenn ihr findet, dass untergut. Oder ja. Genau so macht man Werbung. Alter, like auf das scheiß hure Video. Auf jeden Fall ein riesen Dank an die niceste Community da draussen. Danke für eure Unterstützung, für euren Support. Das ist mega nice. Ja, ich hoffe, wir werden in Zukunft noch weitere nice Fan-Treffen haben oder sonst Zeug. Eigentlich, wahrscheinlich könnte es sowieso sein, dass wenn 10'000 knacken, dass ich Lust habe auf 10'000 Abo-Treffen und dann sind die alle safe auch dabei. Also, fast sicher. Fast sicher und Nati, die knackt 10'000 Abonnenten, wahrscheinlich noch eher als ich, so ein Ding wird das sein. Nein, wahrscheinlich knackt sie ja noch eher als ich, 10'000 Abonnenten und dann macht sie ja wahrscheinlich auch noch das Fan-Treffen. Also Fan-Treffen gehen uns nicht aus. Wir sind auf jeden Fall am Start. Für die Journey könnt ihr einfach hier unten Klick machen und den Kanal abonnieren. Wie kann man machen? Klick! Glocke, Leute! Ein guter Kollege hat mich mit der Kamera als Zuschauertreffen begleitet und hat vom ganzen Treffen ein kleines Aftermovie gemacht. Es sind mega nice Aufnahmen geworden vom mega nice Nachmittag. Schön sind ihr alle gekommen und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Aftermovie. Schalten wir rüber zum Jonathan. Ich würde sagen, roll the clip. Ciao zusammen, ich bin der Jonathan von Morphbox und mich hat es mega gefreut, dass ich das Video für den Can machen durfte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Der Jonathan. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Oh, da sind wir. Seht ihr da, einfach das Alpha-Männchen. Das ist Alpha-Jungs. So, da. Eben voraus. Ist halt so. Spende. 5 Stutz, Niki. Ich habe früher viel Gaming gemacht, aber habe jetzt aber Hipster genug Style und alle runtergenommen, aber wollte jetzt anfangen, aber nicht Gaming, sondern Comedy-Videos. Mach Videos, fang einfach an, gönn dir, ich freue mich. Gibt es schon Hochrechnungen, wenn du 10'000 aber nein, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es noch in diesem Jahr passiert. Aber Niki, mach wirklich weiter mit dem. Fan-Treff ist geil gewesen. Ja gut, habe ich gesehen, dass sie nur froh am Start waren. Ja gut, Spaß. Nein, Spaß. Das ist ja viele Jungs am Start gewesen. Aber eigentlich ist es ja klar, dass bei Fantreffen die Quote von jungen, pubertierenden Damen höher ist. Ich weiß nicht wieso. Aber doch, ja. Wir wissen alle. Ist einfach irgendwie so ein Gesetz. Das physikalisches Gesetz. Hallo zusammen! Ah, hier. Ich verdecke das Bild. Man kennt ihn. So hat es ungefähr ausgesehen, das Fan-Treffen. Der Mann sieht aus, als ob er komplett die ganze Nacht durchgekifft hätte. Also ganz ehrlich, eins in den Chat, wenn er aussieht, als ob er sich davor der grösste Johnny der Tür gezogen hat, was geht so auf die Mode. Eins in den Chat, Jungs. Und Mädels natürlich. Oh ne, meine Kamera. Zum Kotzen, alle. Zum Kotzen. Scheiße nochmal. Professioneller Streamer, EFZ bin ich. Ja, genau so. So. Sieht die Kamera gut aus da?
Yes. So. Oha! Heftige Zeichnung. Von mir hat niemand Zeichnung gemacht. Direkt beleidigt gewesen. Kann niemand als Fan treffen. Der Niki, ich habe keine Ahnung. Er hat Spendierhosen an. Ich weiß auch nicht was. Er hat Euro-Millionen gewonnen. Er ist mit 5 Stutz nochmal am Start. Ich wollte ja nichts sagen, aber ein sexy Boy namens Niki mit einem schwarz-weißen T-Shirt kommt auch drin vor. Alles klar. Ihr werdet ihn dann einmal. Wenn du drin vorkommst. Ah, du bist schon vorgekommen. Nein. Schöne Aufnahme, sehr schön gemacht aber. Muss ich sagen, sehr schön. Schön. Ja, oder? Das ist viel schön für mich. Der Stucki Motherfucker, mit dem machen ich bald das Video wahrscheinlich. Und hier, oh! In gewohnter Pose sitzen wir nicht so. Oh yeah, baby. Jonathan Müller, Kuss geht raus, sehr, sehr nice. Ich hoffe, euch hat das Aftermovie gefallen und ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, wie es war. Ja, es hat mir gefallen. Haben mir gefallen, ja. Ein paar schöne Erinnerungen als Fantreffen von diesem Aftermovie. Gute Erinnerungen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr habt etwas an dem und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Can, wo Kamera? Das ist die Kamera vergessen, Bro. Hey. Aha. Da muss man sagen, man kennt ihn. Schöner Übergang, schön gewesen. Schönes Video, Can. Like ist da. Wirklich gefällt mir sehr gut. Ja, was soll ich noch sagen? Einfach als Herz in den Chat. Als Herz gebe ich hier Chat. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Danke vielmals für das schöne Video, Marc. Sorry, Can. Danke vielmals für so ein schönes Video, das du da gemacht hast. Von unserem Fan-Treffen, das wir gehabt haben. Ist wirklich sehr gut gekommen. Gefällt mir. Gefällt mir, man kann sich unterhalten. Schau noch das Video von der Nati, dort kommt hier ein sexy Boy. Kommen wir nicht reinfahren, oder wie? So ein Scheissdreck. So, ich muss ein bisschen mit der Brille, weil sonst tut es mir weh. Die ganzen Spenden, die tust weh in den Augen. Danke, Niki, aber für die 2 Hämmer, hey. Du bist der Hammer, Alter. Ist das die erste, oder? So, also. Schaut mal hier rum. Mit einem Flüchtling. Könnten wir machen, ja. Mit einem Flüchtling so ein Video, ja. Alexander, vielleicht machen wir das noch, ja. Im Anschluss, ja. Au, scheiß Brille, hey. Die Brille. Ich weiß nicht, die ist irgendwo gefunden, bei uns. Interessiert wahrscheinlich jemand. So, also. Was habe ich jetzt da noch wollen? Ich habe mir etwas aufgeschrieben, ich habe mir sogar eine kleine Liste gemacht. Ich habe mir eine Scheißliste gemacht. Wirklich eine Scheißliste gemacht. Aber etwas. Ja, da ist das Video gesehen. Ich weiß gar nicht mehr von wem genau, aber Mücken. Wie geht's euch in der Nacht? Jetzt
habe ich in letzter Zeit auch ein bisschen mehr Mücken gehabt in meinem Zimmer in der Nacht. Ey. Und ganz ehrlich, die verfickten Mücken. Ganz ehrlich, wenn ihr am Abend so, ihr geht schlafen, seid so im Bett, so, schlaft so langsam, so, seid im Schlafen, so, langsam, schlafen rein, das Licht wieder ausschalten. Ich kann das Licht nicht ausschalten, aber ich schalte das Licht ganz entspannt aus. Schlafen, dann so. Und dann denke ich so, Scheiße, was ist jetzt los? Ich könnte jedes Mal, ich gehe kaum gar nicht schlafen, ich so, bitte, warte noch kurz eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, dann kannst du mir stechen, wenn ich schlafe, ist mir scheißegal. Aber stich mir nicht, komm nicht in meine Ohren der Tür gesuset, bevor ich einschlafe. Aber jedes Mal, ich bin fast am Einschlafen, dann drehe ich die Tür. Nein, springe aus dem Bett raus. Ich springe aus dem Bett raus, so, denke so, was ist jetzt los? Ich mag nicht mehr. Das nervt mich einfach jedes Mal. Und nein. Gang nicht so. Nicht mehr so in ein Loch, irgendetwas, was ich habe in meinem Zimmer, wo ich kann, Ding kaputt machen, die Huren Mücken. Nimm mir nicht so etwas irgendwie. Hier, mein Handy nimm mir nicht. Und dann gehe ich so auf die Pirschen so. Er ist hier, die Mücke ist hier drauf. Ich sehe sie so und denke so, yes, ich kann sie töten. Und mache so. Ist nicht dran! Ist einfach nicht dran, die Hurenmücke! Ist nicht dran! Ich glaube es nicht! Und nein, fühlen sie nicht mehr, ich sehe sie nicht mehr. Wenn ich ähnlich draufgeschlagen habe, die Mücken, ich weiß auch nicht wieso, das sind höhere Wesen. Die verstanden nicht, dass sie Hand und töten, aber die versteckt sich irgendwo, am besten Versteck, das ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, wo die sich verstecken. Ich habe keine Ahnung. Dann denke ich so, okay. Ich gebe euch nochmal eine Chance. Ich gebe nochmal eine Chance. Ich bin Tierfreund. Ich bin freundlich gegenüber Tieren. Ich bin freundlich, ich mache nichts. Geh schlafen. Probiert zu schlafen, ganz auf ruhig. Schlafen. Okay, schlafen um mich. Schön ruhig, ist gut alles. Nach 5 Minuten später. Und dann, ich bin so im Zwiespalt mit mir. Soll ich aufstehen und mich aufregen? Es schießt mich an, ich will einfach nur schlafen. Dann kommt sie noch das zweite Mal. Und nein. Ich raste aus. Ich springe aus meinem Bett raus wie ein Ninja, wo irgendwie das erste Mal seine Hauptprüfung muss machen. Macht überhaupt eine Ninja-Prüfung, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, ich springe aus meinem Bett raus. Ich drehe durch und nein, muss ich die Mücken verwischen. Sonst kann ich nicht in Ruhe schlafen. Ich bin aber 20 Minuten, eine halbe Stunde wach und suche. Ich campe einfach irgendwo im Ecke. Ich warte wie bei Call of Duty im Ecke, wie ein richtiger Schimmelcamper. Warte im Ecke und dann wird die Scheissmücke, ich kann es nicht anders sagen. Ich sage es jetzt nicht, das ist zu krass. Die Mücke einfach nicht mehr. Nein, ist einfach fertig. Aber auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, Mücken schießen mich an. Schießt mich an. So. Und darum lasse ich auch meine ganzen Spinnen in meinem Zimmer. Nein, Spaß. Also doch, ich habe nicht so das Problem. Habt ihr Angst vor Spinnen? Habt ihr Angst? Hier sind noch viele Sachen in den Chat gekommen. Heute rastet er nicht aus, hat er gesagt. Oh, Scheiße nochmal. Mach mal mit dem Markt 2 Reaction auf Parodie von Sextape. Jetzt hat er auch ein Video. Ja, ich weiß schon, dass er ein Video gemacht hat. Ja, könnte man mal machen. Aber tut euch die Flüchtlinge nicht manchmal schon ein bisschen leid. Sich ja nicht dafür. Doch, das finde ich schon auch. Das ist aber ein heftiges Thema, da können wir vielleicht noch mal sogar drüber reden. Das Geräusch auf der richtigen. Ich finde es okay, wenn sie nicht in Gefahr sind, aber wenn sie auch das Gefühl haben, sie müssen jetzt nichts machen, dann seinen Gang und zurück und zwar zu Fuß. Dann tut sie mir gar nicht leid, sorry. Das war wahrscheinlich etwas anderes gewesen. Hallo SM, moin, hallo, wie geht's? Und Hand Ehre und kann auch mal endlich Livestream am Mittwoch gucken. Yes, SM, Kuss geht auch sehr, sehr nice, merci vielmals. Ich stelle es mir gerade vor, so wie meine Katze die Mücken verfolgen und in die Luft springen. Ja, ey,
Wie ein Ninja, eben wie ein Ninja. Hey, ich könnte den durchdrehen. Ganz schnell, Geister, kommen wieder. Niki, ganz ehrlich, ich glaube, er hat es nicht verstanden. Wie das funktioniert hier. Es gibt einen Chat, da kann man drin schreiben und man muss nicht jedes Mal spenden. Nein, auf jeden Fall. Spaß. Merci vielmals für die Spende, ist wirklich nicht selbstverständlich. Und hier kommt sie nochmal. Gurkensohn, was schauen dir für Scheiße? Ist auch klar, YouTube wird immer so in den Dreck gezogen. Ich kenne Gurkensohn zu wenig, kann da gar nicht groß etwas dazu sagen. Würdest du sagen, du bist ein Hobbypirat? Dude. Erklär mir, was ein Hobbypirat ist und wenn du da irgendein so einen Joke willst verstecken damit, dann, also ganz ehrlich. Leg mich am Arsch, Alter. Huch! So, Alter, deine Ärmel an den Schultern. Hä? Alter, deine Ärmel an den Schultern. Habe ich etwas da, oder was? Ah, hier. Ganz ehrlich, wer hat drin geschaut? Wer hat drin geguckt? Ganz ehrlich. Postet das Emoji-Chat. Wegen dem Pulli. Wir brauchen keine andere Sache. Wir posten sie einfach in den Chat. Let's go, Jungs und Mädels. Ich vergesse jedes Mal. Eigentlich nur früh aufstehen. Wie findest du das, Hans Suva? Ah, nice. Also nein, Suva ist nicht nice. Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung, aber ja. Hoffe, es gibt auch noch mehr besser, es ist nicht so schlimm, aber Ausschlafen ist köstlich. Bayerisch. Nico? Nee, Digga. Schweizerdeutsch. Schweizer, oder? Wir machen hier Schweizer Stream. Da ist ja so ein Size 4 auf meinem Ding. Also wieso kommen eigentlich fast nur männliche Flüchtlinge? Das ist kritisch. Ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen und Kinder auf Flüchtlinge kommen. Stimmt, ja. Wenn wir mal das Video zusammen drehen, darfst du mir eine Tomate im Video geben. Alles klar, gut, Sayan, da freue ich mich schon drauf. Stimmt, dass Schweizer Frauen sehr anziehend sind? Hey, wird da wirklich ein Deutscher im Stream? Noch ein Deutscher. Also, stimmt es, dass die Schweizer Frauen... Timo Werner hat abonniert, er ist wahrscheinlich nicht mehr im Stream, aber Kuss geht raus, Abonnement ist da. Ne, stimmt es, dass Schweizer Frauen anziehend sind? Oder was? Sehr... Du, komm in die Schweiz und schau mal selber. Schau und gönn. Gegen die Deutschen. Ganz ehrlich, ey. Ob sie geil sind. Sag mal ganz ehrlich, wo sind wir hier? In Deutschland oder was? So, in der Schweiz ist man höflich zueinander. Immer Höflichkeit ist sehr wichtig, Digga. Höflich. Nicht so diesen. Ja, wenn der Martin Baumlich kommt, sind sie angezogen. Bin ich dumm oder was? Sie haben nicht einmal den Joke verstanden. Ja, moin. So. So. Ey Mara, moin! Du bist fast in meinem Kanton, habe ich gesehen. Du machst schon ein Austauschwöcheli und du bist gar nicht so weit weg von hier. So. Noch ein bisschen die Musik genießen. Muss noch ein bisschen. Auf ganz entspannt. Ich habe noch. Ich eigentlich noch etwas mir reinziehen. Ah ja, was ist etwas? Ich muss euch wirklich sagen, es gibt einen Kanal auf YouTube, der ist wirklich legendär gut und unglaublich gut. Da kann ich euch nur mal ans Herz legen. Und zwar, kurz gesagt, was ist etwas?
das Video, ich weiß nicht, ob es gut ist, ich weiß nicht, wie es ist oder so, aber ich habe jetzt hure Lust, mir das Video einzuziehen mit euch zusammen und vielleicht auch eure Meinung und so ein bisschen aufzufangen. Jetzt ein bisschen Deep Talk hier im Stream. Baba-Video. Also, let's go. Was ist etwas? Kurz gesagt, ich bin wirklich mal gespannt. Kurz gesagt, einer von meinen absolut favorite Kanälen. Wirklich sehr, sehr geile Videos. Die einfachen Fragen sind am schwierigsten zu beantworten. Was ist etwas? Warum passieren Dinge? Und warum passieren sie so, wie sie passieren? Aber mal der Reihe nach. Woraus bestehst du? Du bist Materie. Und Materie besteht aus Molekülen, die aus Atomen aufgebaut sind. Schon nur das. Also ich meine, schon nur das. Jedes Mal, wenn ich daran denke, oder jedes Mal, wenn ich kurz drüber nachdenke, dass wir aus toter Materie, aus einfach nur einzelnen toten Atomen bestehen, dass dann eine lebendige Zelle daraus entsteht, beziehungsweise ein ganzes Lebewesen daraus entsteht, dass jedes Mal eben, es ist wirklich unglaublich, was da alles, wie das alles entstanden ist, beziehungsweise wie das alles so miteinander funktioniert. Das ist ein riesiges Thema, aber ich bin jedes Mal, mein Mind ist jedes Mal blown, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Und die bestehen wiederum aus Elementarteilchen. Aber aus was bestehen dann die Elementarteilchen? Um diese einfache Frage zu beantworten, fangen wir einfach an. Lasst uns das Universum einmal komplett ausräumen. Alles muss raus. Materie, Antimaterie, Strahlung, Partikel, alles. Alles raus. Nur noch meine Videos bleiben. Ne, okay, Spaß beiseite, das ist so ein Scheiß. Jetzt werfen wir mal einen genaueren Blick auf das Nichts. Was ist leerer Raum? Ist es das, was wir Vakuum nennen? Hier sind keine Atome, keine Materie, nichts. Aber ist es wirklich so leer? Das Nichts liefert uns die Bausteine für alles. Leerer Raum ist quasi vergleichbar mit einem weiten, stillen Ozean. Das Wasser ist sehr ruhig, solange nichts passiert. Doch eine steife Brise kann massive Wellen entstehen lassen. Unser Universum funktioniert ähnlich. Es gibt solche Ozeane überall. Physiker nennen sie Felder. Das alles mag merkwürdig klingen, aber nehmen wir mal Strahlung als Beispiel. Regen wir das an, was wir ein elektromagnetisches Feld nennen, so entsteht eine kleine Welle. Das ist das Teilchen, das wir Photon nennen. Es ist die Strahlung, die... Das ist jetzt einmal das Video, beziehungsweise das Video, wo wir uns jetzt einziehen. Das habe ich bis jetzt das Gefühl, ist eines von den komplexeren Videos. Also bis jetzt, wenn ihr jetzt alle so sagen, ja, ich komme nicht raus oder so, ist kompliziert. Ich finde bis jetzt so, also ich finde bis jetzt, dass es noch für kurz gesagt Verhältnis relativ kompliziert ist bis jetzt. Aber ihr müsst euch nicht dumm fühlen. Es kommt sicher noch besser, meine Damen und Herren. wir als Licht wahrnehmen. Doch das ist nicht nur bei Licht der Fall. Jedes Teilchen im Universum entsteht so. Es gibt Felder für jedes Materieteilchen und alle haben ihre eigenen Regeln. Neben dem elektromagnetischen Feld gibt es überall im Universum zum Beispiel auch ein Elektronenfeld. Kleine Wellen in diesem... Das lernen wir eben noch nicht wirklich in der Schule mit diesen Feldern. Also, ja. Ja, ich weiß es nicht, ob das jeder sperrt, aber ich weiß gar nicht, ob es auf YouTube uploadet, das ist kein Problem. Feld sind Elektronen. Insgesamt können die Felder unseres Universums 17 Teilchen hervorbringen, die man in 3 Kategorien einteilen kann. Die Leptonen, die Quarks... Das habe ich aber schon gesehen, das habe ich aber schon so mal Zu gehört. den Leptonen gehört das Elektron und seine Cousins, die Myonen und Tauonen. Jedes hat dazu ein passendes Neutrino. Dann gibt es noch Quarks. Sie bilden die Basis der Teilchenfamilie. Quarks treten immer in Gruppen auf. Sie sind die fundamentalen Bestandteile von Protonen und Neutronen, die wiederum Atomkerne bilden. Quarks und Leptonen gehören beide zu den Materieteilchen. Aus Und die andere sind Elektronen oder wie? Das ist ja bis jetzt ist wirklich komplexer. ihnen besteht alles, was du siehst. Die Luft, die du atmest, die Sonne, die dich wärmt und auch der Computer, der dich gerade von deinen Pflichten ablenkt. Aber Dinge existieren nicht nur einfach, Dinge tun etwas. Philosophisch betrachtet spielen die Eigenschaften von Dingen genauso eine Rolle wie ihre Existenz. Und hier kommen die Bosonen und die Felder, die sie erzeugen, ins Spiel.
Während Quarks und Leptonen aus Materiefeldern entstehen, entstehen Bosonen aus Kraftfeldern. Die Gesetze des Universums nennen wir Kräfte und bisher wurden 4 grundlegende Kräfte entdeckt. Schwerkraft, elektromagnetische, starke und schwache Wechselwirkung. Die ersten 2 sind okay, die verstanden ich noch so ein bisschen. Aber starke und schwache Wechselwirkung, da bin ich lost. Da weiß ich nicht, was genau das auf sich hat. Diese Kräfte sind das Regelwerk eines Spiels. Die Teilchen sind die Spielfiguren und das Universum ist das Spielbrett. Die Kräfte sagen den Teilchen, was sie tun können und wie sie es tun können. Läufer bewegen sich diagonal, masselose Teilchen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. Pferde können springen, Schwerkraft zieht an. Die Kräfte bestimmen, wie Teilchen miteinander interagieren. Sie sind die Regeln, nach denen sich die Teilchen zu all den großen Dingen im Universum zusammenfügen. Schwerkraft gilt nicht nur für Umlaufbahnen um die Sonne oder für Äpfel, die von Bäumen fallen. Sie bestimmt, dass Materie sich anzieht, was Planeten und Sterne entstehen lässt. Elektromagnetismus gilt nicht nur für Magnete, die sich anziehen oder abstoßen. Die 2 kennt ihr ja. Die 2 hätte ihr ja noch kennt. Das hätte ihr sicher noch in der Schule. Auf jeden Fall Elektromagnetismus und Gravitation. Sie bestimmt, dass Materie sich anzieht. Das hätte ihr sicher noch in der Schule. Dass alle Materie sich anzieht. Das hätte ihr safe noch. Das ist logisch und elektromagnetisch ja. Was Planeten und Sterne entstehen lässt. Elektromagnetismus gilt nicht nur für Magnete, die sich anziehen oder abstoßen, oder für elektrische Ströme in Glühlampen. Er herrscht in allen Atombomben, bildet jedes Molekül. Zusammen sind Kräfte und Teilchen so etwas wie ein Spielzeugbaukasten unserer Existenz. Die Bosonen sind dabei wie Verbindungsstücke zwischen den Materieteilchen, mit denen sich die Teilchen gegenseitig mitteilen, wie sie sich bewegen sollen. Jedes Teilchen reagiert nur auf bestimmte Kräfte, um mit anderen Teilchen zu interagieren. So können Quarks durch Elektromagnetismus und starke Wechselwirkung interagieren. Elektronen nutzen keine starke Wechselwirkung, nur Elektromagnetismus. Die Quarks tauschen Bosonen mit starker Wechselwirkung aus und werden dadurch aneinander gebunden, während die dadurch gebildeten Protonen elektromagnetische Teilchen tauschen. Photonen gegen Elektronen. So sind die Quarks am Ende im Kern gefangen, während die Das da wissen die meisten wahrscheinlich, die jetzt schon in der OS sind, beziehungsweise SEC, oder ich weiß nicht genau, wie die das sagen, aber das wissen ihr ja, das da. Elektronen nur durch ihre elektrische Anziehung. Also jetzt mit der Stark- und mit der Wechselkraft aber noch nicht, aber ja. Angefügt werden. Fertig ist ein Atom. Simon, Marco, das ist genau das, was du müsstest machen, einem Schweizer YouTuber folgen. Das ist die richtige Entscheidung, Bro. Das Universum ist voller fantastischer Phänomene wie Leben, Supernovae oder Computer. Dinge, die äußerlich komplex wirken. Doch zoomt man weit genug hinein, erhält man gerade mal 17 Teilchen, die aus den Feldern entstehen, die ihnen zugrunde liegen und ein Spiel mit nur 4 Regeln spielen. Nach momentanem Stand, einfach zusammengefasst, ist es das, was etwas ist. Physiker nennen diese Theorie das Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Du bist am Ende nicht mehr als Unruhen auf einem Ozean, der durch Energie angeregt wird. Bestimmt von Kräften, die die Gesetze des Universums definieren. Aber schon nur das und erstmal animiert ist es natürlich Hurgeld. Das schon nur das ist schön, wie sie es machen, aber es ist wirklich komplex und schon nur eben darüber nachdenken. Schon nur wenn wir darüber nachdenken, das wisst ihr wahrscheinlich alle, dass wir eben wir alle aus eigentlich toter Materie bestanden, wo gleich lebendig ist. Das ist eigentlich eine extrem philosophische Fragestellung oder extrem philosophisch schon ein bisschen. Aber dass wir aus toten Teilchen bestehen und gleich leben. Ja, was ist Leben und so, das ist auch noch eine andere Frage. Aber es ist alles so, wie so andere, oder nein, es ist schon krass, was das ausmacht oder beziehungsweise was für so eben genau solche kleine Wechselwirkungen, 17 verschiedene kleine Regeln mit 4 sozusagen Grundprinzipien und das macht schon das ganze Universum so ein bisschen aus. Ich langweile euch wahrscheinlich alle damit, darum schaut jetzt mal ab. Und der Simon Marco hat hier drin geschrieben, etwas Interessantes.
naja, das Traurige ist, dass Schweizer YouTuber sowie Schweizer Musik null Erfolg haben. Wegen dem schaue ich nie Schweizer YouTuber, weil ich keine kenne. Das ist eben wirklich ein Punkt, Simon, wenn du noch am Start bist. Ich finde, ähnlich so wie du, das ist auch interessant, weißt, also hier bist du jetzt in ein Ding geraten, wo alle Leute extrem in der Szene drin sind, beziehungsweise die Szene gut kennen. Du kennst sie nicht. Und das ist mal interessant zu sehen, dass halt wirklich der grösste Teil von den Schweizer Jungen, die YouTube sich einziehen, überhaupt nichts oder überhaupt keine Ahnung haben, was es überhaupt von der Schweizer YouTube-Szene gibt und dass es überhaupt eine gibt und dass sie nicht einmal so schlecht ist im Vergleich zum Beispiel zu den Deutschen. Und auch irgendwie, wie ich finde, kannst du mal selber beurteilen. Zieh dir vielleicht mal, nur wenn du Lust hast, zieh dir mal ein Video von mir rein, zieh dir mal ein Video vom zum Beispiel Mark Galaxy, zieh dir mal ein Video von Alito Teufel. Du wirst dann schon noch schnell merken, wenn du mal ein paar Videos dir reingezogen hast, wirst du schon schnell merken, dass es eine Szene gibt, aber auf jeden Fall, es ist schon eine coole Szene und ich finde, wir machen auch gute Videos und ich finde, wir machen auch guter Shit. Ich habe einfach das Gefühl, es ist noch gar nicht in der Öffentlichkeit so richtig angekommen. Klar, es gibt Einzelne, wie zum Beispiel der Ask Switzerland, der Lionel, der Gabiran und so, die sind in der Öffentlichkeit viel mehr präsent und angekommen. Aber wir, so die kleinen, die richtigen Vollzeit-YouTuber, nicht. Also Vollzeit-YouTuber, das ist ja also überhaupt nicht Vollzeitbühne, aber ich meine, die ein bisschen nur YouTube machen, nicht noch Instagram oder wissen was nebenbei. Genau, ja. Gut, Teile sind ja nicht unbedingt tot. Die Kombination macht einfach das Leben. Also, du kannst auch mit mir nicht sagen, dass das einzelnes Atom das Leben ist, oder? Hey, No Name, was geht, Sally? Null Erfolg für einen 9K. Gar nicht mal. Ja, klar, eben 9000 Abonnenten schon. Ich finde es krass. Ich finde es sehr, sehr nice, dass ich 9000 Abonnenten habe in der Schweiz. Ist schon eigentlich krass. Und ist cool und ich freue mich sehr. Aber ja, ist halt schon so, dass eben in der Schweiz noch überhaupt nicht so das Bewusstsein der Leute noch gar nicht da ist, dass es überhaupt Schweizer YouTuber gibt. Meistens. Ja, muss man auf YouTube mal umschauen. Ja, mach das. Es würde mich sehr, sehr freuen, Simon, wenn du mal meine Videos zum Beispiel oder so mal eine Chance gibst oder so. Ja, also ich weiß schon, dass du nicht hast, weil irgendwie beleidigen oder so. Das habe ich ja nicht so aufgefasst, auf keinen Fall. Ich meine, ich weiß ja, was ich mache und so, und ich mache es auch nicht wegen der Zahlen, dass ich irgendetwas erreiche oder weiß nicht was. Und Erfolg ist schon relativ. Ich meine, du kannst Erfolg haben. Es müssen nicht nur Zahlen wissen, wie gross sind. Du kannst schon Erfolg haben sonst im Leben, ohne dass du. Ja. Von welchem Kanton kommst du eigentlich? Ich komme vom Kanton Freiburg. Das kennen die Leute hier im Chat schon. Kannst du mal mit Zuschauern zocken? Wäre mega nice. Ja, ich zocke momentan gar nicht so viel. Das ist eben das Problem. Timelapse of the Universe ist auch ein richtig nice Video. Passend zu dem Thema von vorher. Ja, das habe ich schon gesehen, das Video. So, also jetzt müssen wir noch ein bisschen Musik im Hintergrund haben, weil jetzt bin ich komplett austrocknet wie eine alte Großmutter ihres. So, hast du schon mal MW angespielt? Eben noch nicht, habe ich noch nicht gezockt, ne? So, fertig geschnitten, nice, Kleinste Family, nice. So. Also, ich hau jetzt noch schnell mal kurz ein bisschen Musik an. Und währenddessen kann ich mir etwas zu trinken und etwas zu essen reichen. Let's go. Schreibt währenddessen, liked zuerst mal den Stream, sicher nochmal, und gebt dem, schreibt mal einfach in den scheiße Chat. Okay. Einfach etwas in den Chat schreiben. Let's go, Babys. So. À la lueur de la lune, Komm gerade um. le soir on s'allume,
Car Ja, moin, meine on Kamera allie geht dans gerade. des Ja, endroits moin, salubres. passt. On Ja, aber s'entendra wenigstens- jamais si tu trouves ça lugubre. Wenigstens Kamera. C'est grâce à tout ça que cette nuit je fulgure. Et tu peux lire l'amertume sur nos figures. Ma génération maudite se malmène, on fera le bilan après. Et j'y contribue, mais impossible qu'on titube. Tout ça nous constitue. Ils nous ont tous rappelé de rester nous-mêmes. Mais on ne sait même pas où tout ça nous mène. La mort attendra puisque la vie n'attend pas. Le bonheur est à 100 pas. J'ai dû l'apprendre à mes dépens. Le temps passe vite. Les souvenirs du passé ne sont plus qu'une nappe vaporeuse de laquelle le temps a effacé les gouttes de pluie. J'en retrouve certains parfums dans des morceaux que j'écoute depuis. Si j'arrive à monter, je redescendrai pas. Je vais pas brûler mon temps dans un cendrier noir. Si tu savais comme j'ai peur de trépasser, je ne saurais où marcher sans tes pas. Si j'arrive à monter, je redescendrai pas. Je vais pas brûler mon temps dans un cendrier noir. Si tu savais comme j'ai peur de trépasser, je ne saurais où marcher sans tes pas. I need somebody, I'm caught in a fire. The break of dawn, just wanna stay high. Shot after shot, I don't realize. Already talking about the night, I pass time. À la lueur de la I need somebody, Ciao, Kenny. Ciao, ciao. I need somebody. So, meine Damen und Herren, ich bin back in business. Ciao, Kenny. Muss ungeklickt schauen. 31er, Digga. Bevor du verarscht oder was? So. So, Prost, danke vielmals, Silvan, danke vielmals, Alter. Milo, seine Ikea-Glasflasche, ey, die Flasche, die ist legendär. Ey, ich liebe die Flasche. Und ich bin noch auf Umwelt... Sorry, ich bin auf umweltbewusst unterwegs. Ja. Köstlich. Und ich habe mir noch das da gegönnt. Das da. Oh shit. Hätte das gern? Hätte die gern? Von dem Migros. Ich feiere das Lied seit dem letzten Stream. Ja, ist geil. Ich liebe ja so gerne. Reacte doch mal live drauf, wie der Unge live auf Videos reactet. Ah, super Idee. Ja, wieso machen wir das? Ist mir das eigentlich noch nicht... Ja, Mann, das ist der beste Mann. Ey, Mokka Joghurt von der Migros. Beste Jungs. Ja, das ist wirklich geil. Ja, das ist wirklich geil. Ich fresse das wie am laufenden Band. Also ich esse das wirklich hure viel. Zu viel, würde ich sagen. Wenn ihr noch ein paar Fragen habt, einfach ab in den Chat, wenn ihr Fragen habt. Nein, aufhören. Wieso? Opfer hast du nicht gern, wenn ich höre. Wenn du hörst. Na, guck mal das Auto Best of Video Pumpkin. Oh ja! Oh ja, das ist eine gute Idee. Best of Pumpkin. Früher habe ich ja. Oh Scheiße, was ist denn hier los? Da kommt so eine Frau, was ist denn hier? Best of der Pumpkin. Vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren. Ich reagiere eigentlich auf das Video. Jetzt zuerst noch mal ein paar Fragen im Chat, wenn ihr Fragen habt. Wie hast du deine Freundin kennengelernt? Einfach in der Schule. Ganz klassisch. Streamst du regelmäßig oder einfach wenn du Bock hast? Jede Mittwoche, Boy. Jeder Mittwoch, Dude. Be me back. Hey. Niki, was hast du gegessen? Was hat's gegeben? Was hat's gegeben bei dir? Du kannst im Fall in den Chat schreiben, normal, und musst nicht spenden. Nur so eine Anmerkung. Du hast noch nie gehört. Danke vielmals, Bro. Hey. Unglaublich. Ich bekomme hier 12 Franken gespendet, mit dem kann ich mir schon mal 2 bis 3 Sättige da gönnen. Nice, sehr, sehr geil. Daniel Keller, Digga. Da ist er. Da ist er. Sally.
Nicht auf elitepartner.ch. Nein, auf Elitepartner haben sie nicht kennengelernt, meine Freunde. Schade. Es hat gegeben lecker Sauerkabis mit Hepera und Saucisson, aber ich bin aber Veggie, also nichts Wurst essen. Oh! Guter Punkt. Also es hat bei dir Sauerkabis gegeben. Hey dir da draußen, jetzt machen wir so ein bisschen Essenstalk. Ein Essenstalk. Also ich bin hier jetzt am Joghurt essen. Schreibt einfach, ich sage jetzt mal ein paar Sachen. Hättet ihr gern Joghurt? Allgemein. 1 in den Chat, wenn ihr gern Joghurt habt. 2 in den Chat, wenn nicht. 1 ja, 2 nein. Genau. Die meisten gern. Die meisten hier gern. Die meisten hier gern Joghurt. Okay. Okay, nice. Joghurt, okay. Und jetzt. Der Niki hat es vorher gerade gegessen. Hätte er gerne Sauerkabis? Sauerkabis. Ich weiß nicht, ob ihr das also sagt. Ja, doch. Das sind wir so in dem Rest von der Schweiz. Sauerkabis, hätte er das gerne? Ich muss sagen, in der Mitte zwischen 1 und 2. In der Mitte. Ja. Geht so. 1, 2. Nein. Heißt das nicht Sauerkraut? Sauerkraut hätte er das gern. Okay. Die meisten ist trotzdem gern. Die meisten ist trotzdem noch gern. Okay, verstanden. Ich fühle euch. Manchmal habe ich es auch gern. Manchmal habe ich es aber wirklich auch gern. Ich fühle euch schon. Und jetzt, ganz ehrlich, etwas, was ich wirklich sehr, sehr gerne habe. Ein Klassiker. Und vielleicht ein paar Leute sagen, die da durchdrehen, aber ich habe gerne Pizza Hawaii. Wie sieht es mit euch aus? Ich bin gespannt. Chat, enttäusche mich nicht. Nicht enttäuschen. Hawaii mit Ananas. Pizza mit Ananas. Hey, ganz ehrlich, komm. Hättest du gern oder nicht? Ganz ehrlich. Aha, okay, ja. Nicht ganz alle Leute. Die Nummer 1 Snack sind Sonnenblumenkerne. Ja, nee, Digga. Ja. Doch, sind noch gut, aber ist okay. Ich würde sagen, Pizza Hawaii ist schon geil. Geile Sache. Also, die meisten hier ist geil, ein paar finden es gar nicht, aber ich würde sagen, Pizza Hawaii ist nice. Ist gut. Aber ich weiß, dass es nicht auf Pizza gehört. Wegen dessen haben es gleich gegeben. Ja, da drauf ist geschissen, Digga. Ja. Prosciutto, ja, aber gell. Und mittlerweile, da haben viele Leute wahrscheinlich etwas dagegen. Rucola. Nicht auf der Pizza, sondern allgemein. Rucola-Salat. Ja? 1? Nein? 2. Ja, die meisten hier Rucola nicht gern. 2, ja. 5, 2. Ja, okay. Die meisten sind nicht Rucola-Fan. Ich verstehe euch, das ist ein bitterer Seich. Ich habe es lange noch nicht gern gehabt. Jetzt bin ich zurück, ich habe es mittlerweile gern. Also. Ganz etwas klassisch Schweizerisches. Fondue. Legendär. Ich muss sagen, Fondue, ich liebe es. Ich habe es gern. Fondue. Mua. Köstlich, schmöchtlich, saftig, knaftig. Ich habe es wirklich gern. Fondue ist geil.
Also Fondue, das ist wirklich geil. 2 in Chat. I am Adrian. Du hast schon noch gesehen, du hast schon noch vorher gesagt, Pasta ist besser als Pizza. Ja, ich esse viel mehr Pasta als Pizza, aber weil ich wollte, dass Pizza etwas Spezielles bleibt. Pizza nicht, ich habe Pizza lieber, wenn ich müsste sagen. Oh nein, was seht ihr lieber? Raclette oder Fondue? Fondue oder Raclette? Eben, ganz klar. Fondue, Jungs, Fondue, beste. Ganz klar, Jungs und Mädels, Fondue. Raclette, Rigu-Gagu, Raclette, beides grusig, Käse ist grusig. Nein, schade. Fondue, hallo? Julian habe ich schon, moin, servus moin. Raclette, aber lieber beides. Ey, ich muss sagen, lieber Fondue, aber ja, jedem das sein, ja lieber Fondue. Beste. Genau, Cheesy Rob, ja, aber alles was Käse drauf ist geil, geil. Ich gucke den Stream aber nur wegen der Schönheit von meinem NASA, sag mal. Geht's dir eigentlich noch ganz? Bist du noch ganz Bach oder wie? Wo guckst du her? Du guckst wahrscheinlich hier. Du lässt dich blenden von dem violetten Licht. Weil an Schönheit sehe ich hier nicht sitzen, ganz ehrlich. Vielleicht hier oben im Ecken so, von den SMS Galaxy Dinger, aber hier, da ist keiner unterwegs. Ne? Also ich... Hab den Schnurr, Alter. Ne, was soll ich noch sagen? Nicht! Gibt's jemanden hier im Chat, der vegetarisch unterwegs ist? Wer ist hier vegetarisch unterwegs? Ja, moin. Yes, Jesse ist auch Vegetarier. Gönn dir ein bisschen Joghurt. Danke, Bro. Silvan Rüeg. Ey, merci vielmals für den 2 lieber. Danke vielmals für die 2 Stutz. Ich bewege mich. Es gibt einfach noch den oder anderen Vegetarier hier im Chat. Das erstaunt mich noch. Ja. Also, wieso seid ihr Veggie? Seid ihr Veggie aus dem Grund, dass ihr einfach nicht wollt, dass Tiere sterben für euer Essen? Oder seid ihr vor allem Veggie wegen zum Beispiel der Umwelt, wegen dem Umweltbewusstsein, oder weil ihr einfach nicht wollt, so etwas essen, weil ihr nicht wollt, Fleisch essen? In der letzten Zeit oder den letzten Jahren Hey, okay, Martin Bommel, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Genieß es, ciao, hä? Ja, aber das finde ich geil von euch, dass wir so viele im Chat haben, die Veggie sind wegen dem Klima. Ich habe, und wegen dem Geschmack ist halt jemand auch noch, aber du machst dabei noch gute Tat. Also ich bin eben selber so ein bisschen im Zwiespalt mit mir selber. Ich bin im Zwiespalt. In letzter Zeit immer wie mehr. Ich bin im Zwiespalt mit mir selber und ich habe manchmal so das Gefühl, so, eigentlich wollte ich kein Fleisch mehr essen. Eigentlich wollte ich nicht so mäßig von meinem Gewissen gegenüber vom Tier erstens. Das ist aber nicht der Hauptgrund, sondern vor allem, was mir irgendwie im Gewissen nicht gut tut, ist, wenn ich weiß, was ich sozusagen von einem Einfluss auf die Umwelt habe, wenn ich das esse. Klar, das ist aber jetzt nicht mit dem Flüger am Nord hingereist, aber ich habe... Ja, es ist einfach... Ich bin den kompletten Faden verloren. Nee, aber ich würde, oder ich habe... Das ist gestern ein Vortrag über die Umwelt, aber ich habe einfach Mühe, Fleisch noch zu essen wegen der Umwelt, weil Fleisch hat so viel jetzt
zum Beispiel Wasser verbraucht, für das zu produzieren, anstatt dass wir eben eher pflanzliche Ernährung setzen und uns so vielleicht auch ein bisschen ernähren und viel effizienter ernähren im Gegensatz zu einer Fleischernährung. Und so viel Fleisch essen. Ich meine, ich glaube, es wäre schon nicht schlecht, wenn ich selber von mir würde sagen, yo, Milo, iss nur noch 1 bis 2 Mal in der Woche Fleisch und dann machst du eigentlich schon guten und grossen Schritt zu auf das Klima so mäßig, was du als Person kannst machen. Und auch letztens bin ich auch mal einkaufen, so ein bisschen, so und also weißt, ich gehe jetzt in letzter Zeit immer mega einkaufen selber und dann merke ich halt wirklich, wie teuer das Fleisch eigentlich ist, wie schwer es ist und wie teuer es ist und das ist wirklich abnormal, wie teuer das Fleisch eigentlich ist und darum ist das eigentlich auch noch ein Grund für auf Fleisch zu verzichten. Und andererseits eben auch noch aus dem Grund, ich könnte selber niemals das Tier selber schlachten. Ich könnte niemals das Tier selber schlachten, das ich nicht esse. Niemals. Könnte ich nicht machen und darum habe ich meistens so, wenn ich aktiv darüber nachdenke, ein schlechtes Gewissen, wenn ich Fleisch esse. Und auch wenn ich darüber rede, eigentlich macht es mehr Sinn, Vegetarier zu sein und nicht mehr Fleisch zu essen. Aber ich mache es gleich noch. Es ist einfach ich habe so leider hure gern und das macht den Schritt zum Vegetarier sein viel, viel schwerer als ich eigentlich wette. Mein Gewissen sieht man, dass ich das nicht mehr essen sollte, beziehungsweise einfach reduzierter essen. Genau, ja. Und damit ist im Klima schon ein bisschen geholfen, wenn der Fleischverzehr abnimmt, wenn der Markt langsam sozusagen das Angebot abnimmt, nimmt ja die Nachfrage ab. Und das sollten wir eigentlich probieren zu erreichen. Aber Milo, das ist doch ganz einfach. Iss so viel Fleisch, wie du gleich noch möchtest und der Rest bist du weg. Wenn man nur noch 1 in der Woche Fleisch isst, bringt das schon einen Haufen. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, dass das schon viel... Ja, also, ich bin oft einfach ohne... Einfach so Veggie, weil ich mache nicht jeden Tag Fleisch und dann bin ich aktiv und denke, ja, Veggie muss unbedingt Veggie sein oder so, das ist nicht das. Aber ich will einfach meinen Fleischkonsum reduzieren und ich weiß, dass es besser wäre für die Umwelt und mir ist die Umwelt auch. Eigentlich, das nervt mich, ist man so im Zwiespalt oft mit sich selber, wenn man über das Klima diskutiert, dass man Mühe hat, selber vielleicht auch sich zurückzuschrauben und weniger zu machen, wo im Klima schadet. Genau. So, wir müssen am Freitag am Abend Arena gucken. Sie reden mit den Jungen. Ah ja, das ist nice, da freue ich mich drauf. Könnt ihr mir da einziehen, ja. Ich habe letztes Mal auch bei Veggie Bags von der Migros gekauft. 2 Franken, Niki, danke vielmals. Ja, genau. Ja. Mara sollte Videos machen, unbedingt, ja, auf jeden Fall. Dem Fall keine Tür immer mit Woche. Doch. Eben schon. Ich bin auf jeden Fall noch dabei. Auf jeden Fall. Natürlich mit dir zu essen, auf jeden Fall. Aber eben. Ich wette weniger essen, aber es ist... Ich mache es momentan noch nicht. Ich kann ganz ehrlich sein, ich mache es momentan noch nicht. Und ich probiere vielleicht in anderen Orten ein bisschen weniger Plastik zu verbrauchen. Eben wie zum Beispiel jemand im Chat gerade geschrieben hat. Da im Migros, wenn ich auch das Gemüse kaufe oder so, tue ich es nicht mehr jedes Mal in das Plastiksäckchen, sondern wenn ich gar keins dabei sollte haben, tue ich halt das Plastiksäckchen nehmen. Aber alles, was ich kaufe, da drin ist das Gleiche. Oder du so ein Stofftäschchen nehmen und damit das machen, genau. Genau, ja. Aber ich probiere ein bisschen umweltbewusster zu sein. Ja, ich wette wirklich, weil es liegt mir halt trotzdem am Herzen, die Zukunft. Und ich habe wahrscheinlich jetzt gar nicht richtig mich ausdrücken und so, und im Nachhinein werde ich wahrscheinlich denken,
ich wäre wahrscheinlich der jetzt im Nachhinein, ja, nicht alles richtig gewesen, das falsch gewesen. Wir können ja am Tier gedenken während dem Essen. Ja, genau. Wenn man den Tier im Essen, tun wir im Tier gedenken. Auf Ehre angelehnt. Nein. Aber ja, ich bin im Zwiespalt und wahrscheinlich sind viele Leute für andere Leute auch im Zwiespalt so ein bisschen mit dem Klimaschutz, beziehungsweise mit Reisen, mit Autofahren und so weiter und so fort. Genau. Und jetzt und danke vielmals und das freut mich auf jeden Fall, dass dann musst du eins machen. Ja, aber es hat ihnen gerade wirklich geil gespendet, dass du Videos machst, Mara. Du müsstest eigentlich bald mal Videos machen, Mara. Aber eben, wenn du 1000 Abonnenten und die knackst, ich bin mir sicher, dass du die 1000 Abonnenten noch knackst, dann musst du fast anfangen. Also, vor mittlerweile schon im 2014, das sind die wahrscheinlich im Chat noch nicht einmal geboren gewesen. Ja, moin. Nein, im 2014, das ist schon was, warte mal, sag jetzt einmal, 5 verfickte Jahre her. 5 Jahre ist das schon her. 5 Jahre ist das her, wo ich das Video abgeladen habe. 7000 Klicks, man kennt ihn, Best of der Pumpkin. Schon dann habe ich Videos geschnitten, Wiener Weltmeister. Nein, Spaß. Dann, ja, so PewDiePie Best ofs gesehen und habe Freude gehabt an dem und habe mich ein bisschen nach dem inspiriert. Ja, dann bin ich 80 gewesen, genau, Niki, dann bin ich 80 gewesen. Stimmt, genau, ja. Ja, ich bin ja schon jung angefangen mit YouTube, ich bin schon jung. Also, dann habe ich noch hochdeutsche Videos gemacht und das ist das Best of dann gewesen von der Zeit, wo ich noch Minecraft gemacht habe. Genau, ja. Hä? Ich bin richtig schlecht. Ich bin so ein richtig schlechter Typ. Ich bin so richtig schlecht geworden. Oh! Ich bin ein richtig schlechter Typ, oder? Würdet ihr auch so unterschreiben, oder? Nee! Geil geschnitten, muss man schon sagen. Schon gut geschnitten, oder? Hab ich. So, ich bin genau im gleichen Zimmer übrigens. Das ist das gleiche Zimmer. Das ist das gleiche Zimmer im Hintergrund. Das ist genau der gleiche Ort. Hier ist so eine komische Couch von meinen Grosseltern gewesen. Ja, holy shit. Und ich habe ausgesehen, hey, genau wie der Joshua spielt. Genau, Nati, ich weiß auch nicht wieso. Wie geht das? Mein Stuhl ist in der Kamera drin. Er ist zu gammelig, um zu leben. Er ist der Gammel LP HD. Yes, ich weiß noch auswendig. Bist du dumm, oder? Ja? Ja! Das bin ich. Okay, Digga. Yes, bitte geh jetzt. Vorhin, es geht einfach nie. Ich habe es schon 4-mal oder so aufgenommen. Boah, ich könnte bald meine Mutter melken. Meine Mutter melden? Ist das irgendwie vielleicht ein Ding am Start? Oder wie der Lerser ist vielleicht am Start? Hallo Lerser, bist du da? Ja, und auf professionell! Und schon nur das hier. Auf professionell habe ich hier die Brille eingefügt bei den Zitzen von der Müll. What the fuck? Was ist da? Wieso habe ich das so geschnitten? Ich weiß es nicht mehr. Ey, ich habe wirklich hure lang gehabt, das Video zu machen, dann zumal. Sagst du dir, die ganzen Wörter reinschneiden? Nein! Ja, sind wir jetzt auch schon wieder, Leute. Und es wird richtig spannend. Und wir haben ihn auch nicht jetzt. Wow. Nice. Mach mal weg. Die Tierversuche. Nein. Wir haben gesagt, keine Tierversuche. Ich liebe keine Tierversuche. Schon dann bin ich tierlieb gewesen. Man kennt diese Tiere. Ich liebe, wenn diese Tiere so rumspringen. Y'all ready for this? Okay, jetzt kann ich mich eigentlich gar keinen vergraben, wenn ich den Tanz gemacht habe. Ich muss gerade weggehen. Magische Putzle, jetzt entdecken. Nein, ich will dich nicht entdecken. Herrschaftszeiten. Pumpkin hat lebt. Oh nee. Oh nee. Komplett gestorben, das ist zum Kotzen. Das nervt die Minecraft so eigentlich. Nee, in den Baum rein. Ich hab Lex, Mann, wie Sau, ey. Oh, ihr seid... Nein! Ja, Nein, jawohl! Ich hab dein Lex! Jawohl! Das war eben dann der Kollege. Holy shit, oldschool! Los, renn! Ich kann nicht rennen! Lehrer! Mann! Beste Musik eingefügt und Brille passen haargenau. Nee,
nee, oh nee. Oh nee. Oh, da bin ich wirklich salzig gewesen, dass ich dort gestorben bin. Da bin ich wirklich salzig gewesen, ich weiß noch. Ice Bucket Challenge. Ihr kennt sie alle noch. Das war meine Ice Bucket Challenge gewesen. Legendär. Ich muss schnell umschalten zu der wirklichen Ice Bucket Challenge, die ich dann gemacht habe. Die müssen wir uns noch mal einziehen. Es ist wirklich cringe. Es ist sehr cringe auf jeden Fall. Es ist sehr cringe, aber es ist wirklich geil. Ich finde, hier. Meine Ice Bucket Challenge, den zumal. Oh mein Gott. Legendär ist sie gewesen. Hier. Schon nochmal das Bild hier. Das Video. Das Wasser ist so kalt gewesen, sie hat mir ins Gesicht geschrieben. Ohne Kommentare, ich bin einfach rausgelaufen. Bestes Video, Ice Bucket Challenge, den zumal. Legendär gewesen. Holy shit. Oh nee. Ja, ein jüngerer Bruder, das war mein junger Bruder gewesen, ja. Nee. Fuck, nein, wir werden sterben. Weg hier. Nein, ich will raus damit. Ich will raus damit. Was du labert, der bist scheiße, ey. Dann, also wirklich, das ist nicht Skills. Also schon ein bisschen cringy gewesen, muss ich schon sagen, ja. Stimmt schon. Digga. Der hatte Sand in der Mumu. Ich sehe nichts auf meinem Texture Pack. Ich sehe nicht. Oh, fuck. Es gibt Leute, die haben Sand in der Mumu. Und es gibt Leute, die sind einfach schneller im Rennen als ich. Das geht es. Ja. Was habe ich denn geschnurrt, ey? Was? Sand in der Mumu? Willst du mir verarschen? Wer dann? Wer nicht an? Okay, ich werde sterben. Nein, ich will ihn nicht öffnen. Hi, Heal Potion. Nee, ich hab sie weggeworfen. Oh Gott, nee, ich bin tot. So, Leute, das war's jetzt. Oh nee, das da hier. Schon nur das da hier. Ich sehe aus. Holy shit, wie sehe ich aus? Eins in Chat. Ich sehe gut aus. Holy shit, Digga. Das Video schauen. Oh mein Gott, nee. Ja, gut. Und schön eingerichtet. Schönes Bild. Auf süß. Oh Mann, ey. Like ist da. Erstmal mein eigenes Video like, man kennt ihn. Ja, noch ein anderes Best-of gemacht. Vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren habe ich das Best-of nochmal gemacht. What the shit? Ey. Ich habe nochmal ein anderes Best-of gemacht. Und zwar das da hier. Ich bin richtig schlecht. Ich klicke nochmal das gleiche an, bin ich wieder Bias. Hallihallo und herzlich willkommen. Hallo. Kennt ihr ihn hier? Das ist euer Doktor, wenn ihr mal ein Problem habt, wenn ihr mal Hämorrhoiden habt, wenn ihr mal krank solltet sein, wenn ihr irgendwie, ja, eine Darmspiegelung braucht. Das da hier, das ist der Mann, den ihr müsst anrufen. Der Mann da hier, der macht alles. Der macht alles für euch, wenn ihr es braucht. Er macht's.
Hallihallo und herzlich willkommen. Hallo. Meine Kamera. Nick, also ganz ehrlich, was habe ich denn für Videos gemacht? Na, schau mal das Bild. Was ist das? Was ist das für ein Typ, hey? Ich habe mit dem Typ nichts zu tun und ich kenne ihn nicht. Es kommt noch schlimmer. Es kommt noch schlimmer wahrscheinlich. Holy shit. Oh Mann, du. Hallo. Wie habe ich das denn können so editen und da dran schreiben Badass? Oh Mann. Nee, also das ist ganz schlimm. Boah, da habe ich gerade gedacht, an die Kuh gedacht. Als ich das gehört habe, habe ich einfach nur an die Kuh gedacht. Ach nee. Oh ja, ich will Sex. Was habe ich da gesagt? Oh je, ich will Sex. Oh, da habe ich gerade gedacht, an die Kuh gedacht. Was? Als ich das What? gehört habe, habe ich einfach nur an die Kuh gedacht. Was ist das? Was habe ich denn gemacht? Oh ja, ich will Sex. Mann! Da muss ich halt einfach nur sagen, dass ich da... Smoke weed every day. Oh, das Herz! Ich sehe, operieren, das kann ich. Und das Herz raus! Nein, das Neue! Schon denn. Mir verkleidet. Ich muss Brille anlegen, das ist mir zu cringe. Gezielt! Herz-OP. Nein, das Hätte der mal das Problem mit dem Herz? alte Herz ist noch drin! Nein, das Herz! But first, let me take a selfie. Oh mein Gott, wer ist das im Hintergrund, hey? Burrito! Oh, XP! Was ist das gewesen? Ich komme wirklich nicht raus. Ey, Adrian, lol, ich komme mal nicht raus. Ey, das machen. Ich bin bald weg, hey. XP! 10 Level? Ich hatte noch nie 10 Level auf diesem Server. Och man, ich komme da nicht hoch. Ja, ich gehe schnell runter. Oh nein! Nein! Oh, was hat denn Jimmy gegeben? Jimmy, motherfucking Jimmy. Halb Weißmehl. Weißbrot. Ich werde Oder in Mehlwasser müssen trinken oder so als Bestrafung. nie wie... Fast müssen kotzen, ganz ehrlich. CSGO habe ich auch gezockt. CSGO. Der Mellen trifft einfach nicht. Nein, Mellen, Ja! jetzt nicht. Nein, Fick Mellen. dich! Nein, Mellen. Nein! Ja, Ey, wie schlecht bin ich Auf gewesen? einem Zaun. Läuft bei mir. Oh, da kommt einer. tötet ihn. Er hat mich nicht gesehen. Der läuft einfach durch. Da kommt einer. Oh, da kommt einer. Er sieht mich nicht. Hat mich schon wieder nicht gesehen. Jetzt mal hier hochgehen. Och, nee. Was bin ich denn zum auf einer Legende gewesen? Ganz ehrlich. Oh mein Gott, nee. Was war das? Was war das? Horror Games. Bitte. Nein. Was war das? Was ist das? Was ist das für ein Ding? Nein, was ist das? Die letzten paar Jahre waren schwer. Die waren schwer für dich. Sie Dein schwer Leben- gewesen. Deine Frau verließ dich. Oh, scheiße. Sie wusste nicht mehr wohin. Sie hat dir deine Oh, Kinder Scheiße. weggenommen. Kinder Dein weg. eigen Fleisch und Blut. Fuck, Habe ich ey, dir zwar Scheiße. auch weggenommen, aber ich bin ein netter Typ. Es war ein harter Stein, Ja, Schweizerdeutsch, bestand ein bisschen. aus Stahl. Schweizerdeutsch. Ich kann nicht hoch! Scheiße. Ich kann nicht hoch, hä? Der Mel kotzt einfach. Ich kann nicht hoch, Leute. Ich bin hoch, Oh! Wer ist denn hier? Boah, Mel! Ich hab ein Eisenschwert. Ich hab deine Mutter gefickt! Das ist China, so, das stimmt noch heute. Leute, da sind wir wieder zurück. Stimmt doch heute. Mann, oh Mann, die hat so einen geilen Arsch. Ich kann gar nicht richtig jumpen mehr. Oh.
ja, das war's jetzt, die zwei. Habe ich hier anstatt Zahnbürste jetzt Zahnbürste mitgenommen zum Coiffeur, dann zum Haus, tut mir leid. Habe ich mitgenommen zum Friseur. Was ist das für eine Frisur gewesen, Bro? Ei. Ganz ehrlich, hey, was habe ich denn zumal so... Dann habe ich schon den oder anderen Scheiß geboten, ganz ehrlich. Ei. Und ich habe nochmal etwas ganz Kleines, nur noch etwas ganz Kurzes. Und zwar hier, nur noch kurz, ziehen wir uns da ja noch das GTA. Ein bisschen Best-of gemacht, glaube ich, oder? Hallo Leute und willkommen endlich zu den Autismus ist reingekickt, Jungs. Heißt Missionen. Mit dem Pumpkin. Hallo. Nein! Jetzt habe ich den Schlagstock ausgewählt, Digga. Oh, diese Jungs. Ich bin richtig behindert, ich hab einen Schlagstock. Ja, nee, drauf geschissen, aber auf jeden Fall. Meine Videos früher, ganz schlimm. Ganz heißes Eisen gsi. Also das kann ich mir wahrscheinlich nicht mitziehen. Das ist ein epileptischer Anfall und kein Autismus. Aber in dem Fall ein gespielter, Digga, gespielt. So. Ah, diese Jungs! Genau, das kann ich noch. Reagiere jetzt noch auf Nattis Video, bitte. Das mache ich heute wahrscheinlich nicht mehr. Nati, auch wenn du im Chat bist. Sorry, aber ich wollte zu mir als ganz entspannt das Bad gehen. Ich muss ein bisschen entspannen, ich muss ein bisschen runterfahren. Nach dem Stream muss ich runterfahren. Einfach ein bisschen entspannen. Runterfahren. GTA Failmontage, das können wir auf jeden Fall noch nächste Woche machen. Doch bitte, Nati, reagierst auf mein Insta-Video. Okay, ey, ganz ehrlich, ich mache es jetzt noch schnell. Nur kurz, wie ziehe ich es kurz ein und ich eigentlich noch vielleicht nächste Woche nochmal wählen, wie ziehe ich es jetzt kurz ein? Der Nattis Video. So. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, das ist das erste Video, wo ich nicht so einen mega hyperaktiven Anfang mache. Aber ich habe gedacht, dass das Video mal so ein bisschen anders wird. Weil es ist zum Teil so ein bisschen wie ein Vlog und ich habe noch nie wirklich gevloggt, von dem her. Erwartet jetzt nichts Grosses, okay? Aber wie vielleicht viele mitbekommen haben oder vielleicht auch gekommen sind, ist am letzten Samstag, und zwar am 14. September 2019, das Zuschauertreffen vom Adi Totoro, Gian Maria Finger, Mark Galaxy, Maelo, Mr. Elia, Stucki und halt Namir und Tamara. Und ich habe gedacht, ich nehme mal so ein bisschen mit dem Tag mit, oder ich filme so ein bisschen, weil es für mich irgendwie ein recht emotionaler Tag war, beziehungsweise ich habe mich schon mega lange auf den Tag gefreut, also wirklich schon. Ja, es war wirklich geil gewesen. Ich wollte jetzt mal, ja, das Video mir ist eigentlich schon eingezogen gehabt, darum skippe ich jetzt einfach mal zu den Scenes hier. Ah ja, was ist heute? Heute ist Samstag. Oh, wow. Heute ist das Zuschauertreffen von Hallo, der Can. Mies. Peace. Was ist der Can? Das habe ich von der neuen Und da bin ich am Filmen. Was für ein sexy Dude, ganz ehrlich. Das sind Stucki, das ist der Elia, das ist der Flavio Stucki mit seinen Haaren. Hallo. Hallo. Das wäre der einzige mit Haaren. Da ist der Maelo. Komm mal schnell. Hallo, Sarah. Das ist der Adrian. Er ist 20, oder? Ja. Genau. Er ist ein absoluter Frauenschwarm. Also schreibt ihm. Habe ich da etwas falsch verstanden? Der Adi und Frauenschwarm? Oh, da muss ich aber komplett los. Und tschüss. Ah, ja. Und wer natürlich auch dabei ist, ganz wichtig, Tamara. Es ist jetzt 13:18 Uhr und am 2. ist unser Zuschauertreffen, das heisst, wir machen irgendwann langsam auf den Weg. Irgendwann, als wir dann fertig waren mit Essen, sind wir dann losgelaufen, Richtung Seebad Inge, dort wo das Zuschauertreffen war. Und was auch ganz lustig ist, auf dem Weg haben wir irgendwie so da, als wäre der Marc so ultra berühmt. Ja, das haben wir dann gemacht, das ist noch lustig. Oh mein Gott, Mara, was läuft da? Wir haben den berühmten Mark Galaxy Oh mein Gott! Wir sind dann immer näher gekommen und ich habe einfach gemerkt, dass ich immer mehr aufgeregt bin, weil ich habe nicht gewusst, wie viele Leute sind dort. Ich
bei mir auch so, gewesen, dass ich ging aufgeregt war. Auf der Wiese angekommen und du hast gemerkt, so, wo wir langsam weitergelaufen sind, wir sind so in der Mitte von Da, der Wiese im Seefahrt. Schön sind ihr alle da. Ja. Wir sind alle noch ein bisschen nervös. Also wir uns vielleicht angesehen, Wir wissen nicht genau, was wir machen. Ja. Ich merke das. Wir würden einfach da sein, ihr könnt zu uns kommen, wir können Fotos machen. Seht ihr mir denn? Ich war maximal nervös gewesen. Ich muss sagen, ich muss ehrlich sein. Ich bin nervös gewesen. Nervös. Ja, aber der scheiß Stream laggt im Zug. Marc, ey Bro, sorry. Sorry, SBB, könnt ihr mal endlich irgendwie eine Wi-Fi-Connection im Zug einrichten. Das würde mir sehr freuen, Alter. Wir haben gedacht, wir wollen einfach da sein. Und ja, aber muss jetzt leider aus dem Stream, bleibt alle 2 Sekunden stehen. Zum Kotzen, Marc. Ich wünsche dir aber noch einen ganz, ganz schönen Abend, Marc. Kuss geht raus. Wir beißen nicht. Nein. Nur der Can nicht. Nur der Marc. Alles ist nicht so schlimm. Und dann ist es dann losgegangen und am Anfang haben sich die Leute noch nicht so getraut, um auf uns zuzukommen. Ich sehe absolut lost aus, ja, das stimmt Und schon. wir haben das irgendwie auch nicht so getraut, um auf sie zuzukommen, weil eben, ich glaube, wir sind auch... Ich bin so aufgeregt. Ich habe einen roten Grind. Nein, nicht Sonnenbrand, nicht Aufregung. Sonnenbrand. Du machst mega coole YouTube-Videos. Danke vielmals. Wer bist du für mein Video wenigstens? Jo, ohne Scheiß, das ist noch eine kleine Kanalempfehlung. Marc Galaxy, bester Kanal. Absolut nicht. Hey, hallo! Und so. Grüß miteinander, mein Name ist Elia. Stuck, der Sicht, der ist einfach nicht, der spinnt einfach. Aber auf jeden Fall, das war so ein bisschen das Fan-Treffen gewesen. Ich habe noch keine Zeit mehr, ich wollte jetzt sogar baden, in die Badwanne ganz auf entspannt. Wie viel Mal wollte ich das noch sagen? Wenn weißt, was ich meine. Alles schön fluid, aber alles schön fluid. Ich weiß, was du meinst. Und du und der YouTuber, der sich Foot er ist geil, der ziemlich anfängt und bei Nat ist gestanden, sieht euch schon ein bisschen. Ah ja, der Michito und ich sehen uns ähnlich, ja. So. Auf Reactions und so. Wo ist das Video? Wo ist das Video, das du gesehen hast? Habe ich das übersehen oder sehe ich das jetzt einfach nicht hier? Darum bin ich gerade komplett lost. Aha, ich habe gemeint, der Michito-Stream geht, sorry. Okay. Jetzt, hier, das da hier ist mein, das habe ich noch nicht gesehen. Das hier, da hat jemand wirklich einen Fan-Account gemacht von mir. Ja. Wirklich, das ist noch... Das habe ich noch gar nicht gesehen, das Video. Dass überhaupt jemand einen Fan-Account von mir macht. Danke vielmals, Alexander, auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Aber du bist trotzdem viel schöner als der Michito. Kuss. Was schnell. Ah, das ist die Musik. Bin ich dumm, ich bin das von einer Spende drin. Nee, es kommt hier nicht drin, Nico. Danke vielmals für die 10 Stutz. Yes, let's go, baby. Was ist das für eine Bewegung gewesen? Wieso nicht? Und zum guten Abschluss machst du noch schnell Moderator. Genau, ich mache Moderator, ja. So, let's go jetzt hier, zack. Gugus gsi und Gugus geblieben, oder? Ja. Gugus gsi und Gugus geblieben. Genau so sieht es aus. Gugus gsi und Gugus geblieben, Alter. So,
Sehr, sehr cooles Video. Danke vielmals für das Video, Alexander. Das ist wirklich noch lustig. Ich muss löschen, vor allem Gugus gewesen und Gugus geblieben. So, also, Gratulation, ich auch. So, also meine Damen und Herren, ich würde sagen, das ist es jetzt an der Stelle komplett mit dem Stream. Und Niki baut, Moderator baut. An der Stelle würde ich sagen, es war komplett und alle da draussen ja, aber genau, Niki, du siehst jetzt, Moderator machen wir das schon nochmal, aber noch nicht jetzt. Und dann kann ich endlich den Podcast hören. Ja, diese Woche ist schon speziell scheiße gekommen. So, was ich jetzt noch sagen? Kleine Empfehlung aus dem DX Racer, ist kein DX Racer, sondern... Ey, Sandronic, du bist der OG hier, du bist der OG. Schade, bist du jetzt nicht am Start, aber ja, eigentlich vorhin, du kannst ein bisschen zurückskippen, habe ich auf unser Best-of reagiert, wo du drin bist. Ganzes Oldschool, ganz auf Oldschool-Basis, habe ich so Best-ofs von Minecraft eingezogen vor 5 Jahren. Ja, wie viel habe ich in diesem Stream verdient? 57 Franken. Nice. Gleich ein 50er ist eingekommen, das ist eigentlich auch schon nur das ist eigentlich krass. 57 Stutz, ich meine, jetzt schon Streams gehabt, wo ich 120 oder 130 Stutz verdient habe. Ich verstehe das alles nicht, dass so viele Leute spenden und so, aber jetzt am 5. Oktober eben nochmal für alle Leute. Am 5. Oktober, ich mache nochmal ein YouTube-Video. 5. Oktober gibt es einen Spendestream, wo alle Leute mitmachen können. Wo nicht alle Leute, wo die Schweizer YouTube-Szene machen wir einen Spenden-Livestream für einen guten Zweck. Genau, und Sandronic, du bist schon herzlich eingeladen. So, kann man den Spendenstream dann noch nachschauen? Ich glaube, ich hoffe schon, ich probiere keine Copyrighted Music drin zu bringen. Ja, der Podcast ist nur um iPhone und Gaming gegangen. Ja, auch Mädchen, die den Podcast gehört haben, haben sich genervt. So wie der Elias gesehen hat. Sorry. Also, let's go. Jetzt noch ein bisschen Musik auf ganz Spaß. Aber noch nie Empfehlung, genau. Jetzt ist mir egal, ob das Ding gesperrt kommt oder so, aber jetzt nur eine kurze Empfehlung. Und zwar Trettmann. Sein neues Album ist geil. Ich weiß, dass wahrscheinlich nicht alle 4 und so, aber ich finde zum Beispiel das Lied Stolpersteine ist ein bisschen düsterer und so, aber finde ich sehr, sehr nice. Sehr cool. Geiler Vibe, geile Stimmung und so. Ich spiele das jetzt kurz noch ein bisschen ab. Ich könnte mitlos, wenn ihr Lust habt. Ich könnte aber ausschalten. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Danke, dass ihr mit dabei gewesen. Und ich melde mich gerade nach dem Song nochmal mit ein paar kleinen Worten oder so. Genau, ja. Und wahrscheinlich schaffen wir es nicht, ohne zu reden im Song. Aber jetzt zuerst mal ein bisschen den Song genießen. Das ist wirklich geil. Noch unterwegs, frühmorgens 4:30 wurde spät. 2 Finger rum in meinem Glas, zum Runterkommen auf dem Weg. Denk an dich heute vom Rave, würde dich gern wiedersehen. Warte mal kurz, bleib stehen, Steine aus Messing auf meinem Weg. Beug mich nach vorn, hier wohnte eine Frau mit nem Namen. Lies Zahlen, geboren in den 20er Jahren. Abgeschoben nach Polen, deportiert April. Ermordet in den letzten Tagen. Stolpersteine, Stolpersteine, überall. Stolpersteine, 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 in meiner Straße. Stolpersteine, 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 nächste Haustür. Stolpersteine, 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 stolper über. Okay, in meiner Straße. Stolpersteine, Vögel singen und ich weine. Hier könnte jeder Name stehen, irgendeiner, irgendeiner. Doch hier steht deiner. Was ist wohl passiert? Sie war Mitte 20, selbes Alter, ging sie gern tanzen. Königin vom Ballsaal, genau wie du, ja genau wie du. Queen im Club, setz mich hin vor ihrer Haustür. Sie ging ein und aus hier,
saß sie auch hier im Viertel, wo jeder jeden kennt. Stell mir vor, wie sie mir ein Lächeln schenkt. Ob es wohl so ein Morgen so wie dieser war. Straße menschenleer, als der Wagen kam. Reifen quietschen, erste Straßenbahn. Alle schauen, doch kein Licht geht an. Stolpersteine. Ja, auf jeden Fall. Stolpersteine. Ich spiele jetzt nicht das ganze Lied ab. Gönnt euch das Lied, sehr wichtiges Thema, das er darüber rappen. Wichtiges Thema, vor allem auch in Deutschland. Das darf man nicht vergessen, darf man nicht vernachlässigen, das Thema, nicht ignorieren und auch die neuen Bewegungen darf man nicht ignorieren, sondern muss Licht dagegen kämpfen. Wichtiges Thema, sehr schöner Song dazu. Noch zur Info, Prozessor ist da und ich baut aber nichts sagen, auf einmal dachte ich, was passiert noch etwas bei mir. Ey, nice! Nice. Wir machen nämlich bald das Video zusammen mit dem Sandronic auf seinem Kanal. Ganz auf Oldschool-Basis. Die meisten hier im Chat, ich habe keine Ahnung, wer der Sandronic ist, aber ich sage es dann nochmal in einem späteren Zeitpunkt. Also auf jeden Fall, meine Kamera die gibt den Geist auf, ich gebe jetzt den Geist auf. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Eigentlich eine Stunde streamen, ich mache jetzt schon fast 2 Stunden, ich könnte rotzen. Ich habe mich auch mal überreden von euch, ich glaube es nicht. So, aber jetzt auf jeden Fall, ich wünsche euch auch gleich noch einen ganz, ganz schönen Abend. Habt's gut. Macht nicht, seid nicht zu wild, tut nicht zu viel Scheiß machen. Geht früh schlafen und genießt eure Zeit. Keine Ahnung. Was? Daily Vlogs beim Sandronic? Ja, genau. Also, ciao zusammen, Jungs. À la lueur de la lune, tous les soirs on s'allume. Canette en alu, dans des endroits insalubres. On s'entendra jamais si tu trouves ça lugubre. C'est grâce à tout ça que cette nuit je fulgure. Et tu peux lire l'amertume sur nos figures. Ma génération maudite se malmène, on fera le bilan après. Et j'y contribue, mais impossible qu'on titube. Tout ça nous constitue. Ils nous ont tous rappelé de rester nous-mêmes. Mais on ne sait même pas où tout ça nous mène. La mort attendra puisque la vie n'attend pas. Le bonheur est à 100 pas. J'ai dû l'apprendre à mes dépens. Le temps passe vite. Les souvenirs du passé ne sont plus qu'une nappe vaporeuse de laquelle le temps a effacé les gouttes de pluie. J'en retrouve certains parfums dans des morceaux que j'écoute depuis. Si j'arrive à monter, je redescendrai pas. Je vais pas brûler mon temps dans un cendrier noir. Si tu savais comme j'ai peur de trépasser, je ne saurais où marcher sans tes pas. Si j'arrive à monter, je redescendrai pas. Je vais pas brûler mon temps dans un cendrier noir. Si tu savais comme j'ai peur de trépasser, je ne saurais où marcher sans tes pas. I need somebody, I'm caught in a fire. The break of dawn, just wanna stay high. Shot after shot, I don't realize. Ready talking about the night, I pass time. À la lueur de l'âme, I need somebody. I need somebody. I need somebody. I need somebody. à la lueur de la lune. Also bitte komplett raus an der Stelle. Ich wünsche euch auch noch ganz, ganz schönen Abend. Ciao zusammen.